Wir sind ja noch unterwegs eben in dem Korintherbrief, im 14. Kapitel, die Verse 12 bis 19, schauen wir heute ein bisschen intensiver an. Wir reisen wieder einmal zurück auf Korinth, zu diesen Korinther. Dort her ist nämlich der Brief gegangen. Der Paulus schreibt diesen Korinther. Und ich glaube, es ist der Text, den wir jetzt heute anschauen, so etwas wie ein Spiegel. Etwas, wo sie sollen selber in den Spiegel schauen. Und die Gedanken, die sie haben über andere, die schauen wir zusammen an. Und mir ist so in den Sinn gekommen, dass die Gedanken, die ich über dich denke oder über dich, wenn ich euch sehe, dass die Gedanken, die ich über euch denke, dass die in der Regel viel mehr über mich sagen, weder über euch. Es ist offenbarend, was man ausspricht oder sagt über die anderen, was in unserem eigenen Herz vorgeht. Und ich weiss nicht, wie euch es gegangen ist, als ihr den Text gelesen habt, den Anita vorgelesen hat. Sprachengebet, Zungenreden, hui, 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 hui. Haben vielleicht die einen gedacht. Oder die anderen haben gedacht, endlich kommt das aufs Tapet. Ich glaube, es ist wichtig, darum sind wir auch fortlaufend am quasi den Korintherbrief durchschauen, dass wir nicht einfach unsere Lieblingsstellen nur anschauen, sondern dass wir wirklich im Gesamten durchlesen. Und ich möchte euch nochmal ermutigen, leset den Korintherbrief wirklich, vielleicht auch heute Nachmittag, wenn es eben nicht so schönes Wetter ist, leset den als Brief, als ganzen Brief, dass die Botschaft wirklich ankommt, die da drin ist. Und man muss wissen, dass die Korinther, das sind ganz spezielle Leute gewesen, in dem Sinn, dass für sie ein geisterfülltes, ein gutes, christliches Leben, das hat ein Zeichen gehabt. Nämlich, dass jemand in fremden Sprachen hat können reden oder eben hat können Zunge reden. Das war für sie das Wichtigste gewesen. Und man hat sich logischerweise unter allen Umständen auch müssen dem ausstrecken. Und als ich das so gelesen habe, du dürftest jetzt bitte den Bibeltext den Anfang einblenden, Simon, danke. Was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Das ist ein Vers oder zwei Verse, die mich ganz fest angesprochen haben. Das erste, die haben offenbar eine Sehnsucht. Die strecken sich aus nach dieser Gabe. Jetzt da bei den Korinther vor allem nach dem Zungenreden. Aber die haben eine Sehnsucht. Und so möchte ich dich fragen, nach was sehnst du dich im Leben? Von was träumst du? Nach was zieht es dein Herz? Wo soll es hergehen? Was ist das, wo du wünschst, du hättest mehr von dem in deinem Leben? Überlegt mal, was das ihr würdet erbitten, wenn ihr einen Wunsch hättet. Korinther, die haben genau gewusst, was sie wollen. Die haben gewusst, sie wollten können in die Zunge reden. Das wäre das Wichtigste. Dann würde man sehen, dass der Geist Gottes an ihnen wirkt. Und darum sagt da der Paulus nochmal ganz etwas Wichtiges. Aber dabei muss euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Also alles, was wir da zusammen anschauen, das geht nicht nur um uns persönlich, sondern es geht um die ganze Gemeinschaft. Aber der Paulus, der weiß das über Korinther. Der weiß, dass das für sie so wichtig ist. Und was mich fasziniert, er kritisiert nicht. Er kritisiert sie gar nicht. Er sagt nur, hey, ich weiß, dass ihr euch nach dem mehr sehnet, um die geistlichen Gaben. Und so habe ich für mich auch sagen, ja, ich möchte das auch. Ich möchte das als Anstoß nehmen
für mein Leben, für unser Leben, wirklich uns nach dem mehr geistliche Gaben zu sehnen, uns auszustrecken danach und das Wirken vom Heiligen Geist in meinem ganz persönlichen Leben zu erfahren, aber auch in unserer Gemeinschaft. So wie der Geist an jedem von euch wirkt, das ist wichtig für die Gemeinschaft. Und ich habe da 2 Herzen mitgenommen. Ich denke so, dass das Ausstrecken nach mehr, nach Gottes Herz, nach dem Vaterherz, soll sich mein menschliches Herz sehnen. Sie sollen immer näher zusammenkommen und Gemeinschaft haben. Das ist etwas Wichtiges. Und nicht nur eine Gemeinschaft ich mit dem Vater, sondern eine Gemeinschaft wir untereinander. Aber eben, mit dieser Zungenrede, dieser Sprachenrede, ich weiss, da gibt es ganz viel Not über die ganze Kirchengeschichte verteilt. Not, was denn das ist und was man jetzt müsste oder nicht sollte. Auch die Not, dass man aus Angst, dass da irgendetwas reinkommt, was man nicht kontrollieren kann, hat man das Kind mit dem Bad ausgeschüttet und gesagt, wir verbannen alles, was geistlich ist, zum Beispiel auch aus der Heilsarmee. Das ist zu das ist zu gefährlich. Aber so wie die Heilsarmee angefangen hat, das war eine geistgewirkte Bewegung. Der Heilige Geist hat gewirkt. Aber das Wirken von dem Heiligen Geist, eben nur die Zunge jetzt anzuschauen, das ist nicht die Absicht von dem Text, sondern die Absicht von dem Text ist, die geistlichen Gaben richtig einzuordnen. Und ich glaube, das kann man nur, wenn man im Kapitel 12 zurückblättert. Die eine Bibel haben, dürfen gerne zurückblättern. Dort drin ist die Abhandlung sozusagen über das Wirken vom Heiligen Geist. Und jetzt habe ich eine Folie. Genau, das ist das Wirken vom Heiligen Geist, das im Kapitel 12 beschrieben ist. Man kann nicht Gott loben, wenn man nicht den Heiligen Geist hat. Man kann nicht den Herr Jesus Christus als mein Herr bezeugen, wenn nicht der Heilige Geist in meinem Herz wirkt. Es gibt verschiedene Gaben, es gibt verschiedene Ämter. Eben die Gabe von der Weisheit, ich habe es fett gemacht, von der Erkenntnis, vom Glauben, vom Heilen, vom Wundertun, vom prophetischen Reden, vom Geister unterscheiden, von der Zungenrede und die Zungenrede auch auszulegen. Das sind alles geistliche Gaben. Aber es gibt ja nach dem Kapitel 12 auch noch das Kapitel 13. Was kommt dort drin vor? Das berühmte Hohelied vor Liebe. All das ist gut und wichtig. Aber das Allerwichtigste ist die Liebe. Das ist das, was wir in den vergangenen Predigten doch so fest angeschaut haben. Ja, wir sollen uns ausstrecken nach dem Wirken vom Heiligen Geist. Aber zuallererst, zuoberst, sollen wir uns nach dieser Liebe ausstrecken. Dieser Liebe, die Gott uns gibt und die uns befähigt, zum weiter Liebe zu schenken. Der Paulus hat gewusst, eben um seine Korinther. Und er hat auch gewusst, dass sie, ich nehme jetzt mal an, ich behaupte jetzt das, dass das fast das einzige Kriterium war, wo sie die Leute daran beurteilt haben, ob jetzt einer ein rechter Christ ist oder nicht. Aber er zeigt ihnen auf in unserem Text. Da, liebe Korinther, haben das Ross von hinten aufgezäumt. So geht es nicht. Es ist nicht das Reden in die Zunge, sondern eben, es ist die Liebe, die zuoberst steht. Und das ist etwas, was auch für uns genau gleich gilt. Man könnte nochmal sagen, ja, wenn das so ist, dann küdern wir alles, was da so komisch geistgewirkt ist, wo man nie so recht weiss, ist es jetzt menschlicher Anteil oder hat der Geist wirklich gewirkt? Das wäre nicht der richtige Umkehrschluss. Du darfst mir nochmal den Predigtext, Vers 18, genau auf der nächsten Folie. Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind, und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Das sagt der Paulus über sich. Und ich glaube, die Korinther haben derartige Augen bekommen. Was? Der redet die Sprache? Ja, also, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Niemand hat das gesehen oder gewusst von Paulus. Und er sagt, doch. Und das habe ich auch für mich so als
Anstoß genommen, hey, wirklich das zu probieren und auch in die Zunge zu reden, wenn es kommt. Und das zu praktizieren, so wie es jedem aufs Herz geht ist. Aber das Wie, das entfaltet der Paulus noch ein bisschen mehr. Gott wirkt auf verschiedenen Ebenen. Jetzt könntest du mir nochmal zurück zu diesen, genau, die nächste Folie. Das Problem war das von den Korinther. Die Zungenrede, die hat einfach zu viel Platz eingenommen. Und sie haben sich hinter sie und für sie überlegt, wie denn das ist. Und die Zungenrede, sagt er, die funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Aber das Wichtigste, wir haben es gelesen im Vers 12, aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Geistliche Gaben, das ist etwas, das der Gemeinschaft dienen soll. Und darum sollen wir auch wirklich darum eifern und bitten, dass der Heilige Geist mächtig unter uns wirkt. Und die Zungenrede, wie könnte denn die praktisch aussehen? Wir haben es gelesen auf verschiedenen Ebenen. Wer von euch hat das schon erlebt? Es wäre spannend, ein bisschen zu hören. Was passiert dann? Mag jemand etwas sagen? Sandra? Ich weiß gerade nicht, wie ausholen. Nein, ich will das kurz sagen, ich habe zum Führer gekommen. Ja, vielleicht. Nicht erklären. Das ist einfach gekommen, das Zungengebet. Ich habe gemerkt, das ist nicht von mir meine Worte, sondern Gottes Wort. Du hast einen tiefen Frieden in mein Herz gelegt. So ganz kurz. Danke vielmals. Das ist die eine Form von Zungenrede, wenn wie der Heilige Geist die Kontrolle übernimmt und in uns hineinbettet, gell? Und wir das so dürfen aussprechen. Das andere gibt es auch wie in der Apostelgeschichte 2, Vers 4. Dort lesen wir, dass die Leute das Gefühl hatten, die Leute, die sagen alle besoffen. Nein, sie waren nicht besoffen. Sie haben im Heiligen Geist andere Sprachen geredet. Und Dialekte, die die Leute dann aber auch verstanden haben. Und es waren Sprachen, die sie nicht aktiv gelernt haben. Und das ist ja etwas, was ich tatsächlich auch selber erlebt habe. Wir haben in Solothurn also aufsuchende Gassenarbeit gemacht und einmal im Rotlichtmilieu eine Weihnachtsfeier gefeiert. Und es sind nur portugiesische Frauen dort gewesen. Und ich habe Französisch und Englisch, aber kein Portugiesisch. Und am Schluss hat die Frau gesagt, du, wo hast denn du so gut Portugiesisch gelernt? Und dann erst habe ich gemerkt, was passiert ist. Und ich habe jetzt kein Portugiesisch mehr. Gott schenkt es, wenn es nötig ist. Kann Gott alles schenken. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe also überlegt, ja, sollten wir dann jetzt vielleicht die armen Kinder endlich von ihrem Französisch entlasten? Keine Sprache mehr lernen? Nein, es braucht beides. Es braucht beides. Wir dürfen und sollen aktiv lernen, damit die gute Botschaft in die Welt herausgetragen wird. Aber manchmal ist es auch so, dass Gott das selber schenkt, dass alles da ist, was es braucht, um das Evangelium weiterzugeben. Und das Lob singen im Geist, das ist etwas ganz Wunderbares. Darf ich nochmal zum Predigtext zurück, bitte? Das ist der erste Teil. Denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten, auf die,
bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Also es gibt beides. Fühlt euch ganz frei. Auch der fromme Druck, den kann man sich wirklich rausnehmen. Der fromme Druck, irgendwie geistlicher zu wirken, weder dass man müsste sein. Es ist okay. So wie der Geist es euch eingibt, dürft ihr im Verstand oder im Geist, bewusst oder geführt, Gott anbeten. Es ist ein Gebet. Und das, was wir eben vorher im Epheserbrief gelesen haben, Geist Gottes zu bekommen, ist in dem, dass wir Lobgesang singen, dass wir in unserem Herz am Herrn singen und spielen. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, was ich so schön finde an unserem Gott. Er ist so ein konkreter Gott. Es ist nicht eben so etwas Abgehobenes, Gefährliches, Komisches, sondern etwas ganz Praktisches. Der Paulus appelliert an uns, auf beiden Ebenen Gott anzubeten und auch daran zu denken, dass wenn wir irgendwo unterwegs sind, wo Leute vielleicht Jesus noch nicht so kennen, dass wir so reden, dass sie es auch verstehen. Das hat mit Liebe zu tun. Und ich glaube, das ist auch das, was heisst, denn wenn du Gott anbetest, ohne dass dein Verstand daran beteiligt ist, wie kann dann jemand, der diese Sprache nicht versteht, deinem Gebet mit einem Amen zustimmen? Was bedeutet Amen? Warum soll er Amen können, müssen, dürfen sagen? Amen bedeutet, so sei es. Und wie kann man etwas bekräftigen mit so sei es, wenn man es nicht verstanden hat? Wir sollen Rücksicht nehmen aufeinander. Und danken ist doch auch spannend. Kannst du weiter, der nächste Vers? Er weiß ja gar nicht, was du sagst. An deinem Dankgebet ist nichts Verkehrtes, aber dem anderen bringt es für seinen Glauben keinen Gewinn. Wenn wir danken, soll der andere auf Verbot werden durch unseren Dank. Habt ihr das gemerkt? Dankbar sein, das hat etwas Kräftiges, Erbauendes für die Gemeinschaft. Und ganz ehrlich gesagt, das ist nicht nur für die christliche Gemeinde, sondern für die ganze Welt. Wir haben so viel Grund zum dankbar zu sein. Überlegt einmal, vielleicht auch heute Nachmittag, wenn ihr nichts zu tun habt, macht mal eine lange Liste von Sachen, wo ihr dankbar sind dafür. Es gibt so viel. Und manchmal hat man das Gefühl, wenn man in Zeiten ist, wo es nicht so läuft, hat man das Gefühl, ja gut, vielleicht fürs Essen. Ja, noch vielleicht, ich weiß auch nicht, für die Arbeitsstelle. Ja, nein, das ist ein mühsamer Chef. Aber wenn man dann weiter forscht und so merkt, für was dass wir alles dankbar sein können, das ist etwas so Wunderbares. Und wenn wir dankbar sind, untereinander auch in der Gemeinde, das wirkt sich positiv aus. Das heisst es da. Das erbaut, das kräftigt, das stärkt. Und ich glaube, auch da können wir aber den Umkehrschluss ziehen. Was passiert, wenn wir nicht dankbar sind? Wenn wir anklagend, bitter, hässig, vorwurfsvoll, undankbar sind, miteinander. Wenn wir manipulativ und kontrollierend sind. Wenn uns eben die Liebe fehlt, das ist nicht ein schönes Sein. Also da will ich nicht sein. Immer wieder passiert es aber, das dürfen wir auch ganz, haben wir gelesen schon im Korintherbrief, immer wieder passiert es und dort dürfen wir um Vergebung bitten und Gott das auch herlegen. Er kann erneuern und schenken, was wir nicht können. Und es ist darum so wichtig, das eben gemeinsam zu tun. Das ist das, was vielleicht für Leute in dieser Zeit ein bisschen schwierig ist. Die Heime allein, man kann ja gut eine gute Predigt hören, ist vielleicht die bessere oder sicher die bessere wie meine. Kann sein. Aber kein, kein Alleinsein kann die Gemeinschaft ersetzen. Das, was wir als Gemeinschaft erleben, das ist wichtig. Und für mich ist darum auch der Vers,
oder die Verse, die wir da zusammen angeschaut haben, auch ein ganz starkes Zeichen für die Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Wir können unseren Glauben nicht alleine leben. Wir brauchen die Ermutigung, das Dreitsein voneinander. Und so schaut mal um und freut euch an denen, die da sind. Dass man wahrnimmt, wer denn überhaupt da ist. Es war Gottes Idee, eine Gemeinde. Das ist nicht unsere Idee, das ist nicht eine menschliche Erfindung. Aber wir sollen einander in der Liebe verbauen und wirklich auch beten füreinander. Es heisst im Jakobus, wenn jemand krank ist, dann sollen wir beten. Und wenn wir froh sind, sollen wir Psalmen singen. Einander verbauen in voller persönlicher Freiheit, so wie es der Geist schenkt. Das ist etwas, was wichtig ist. Ungefähr so im Römerbrief schreibt er ja über das Götzenfleisch. Genau das gleiche Prinzip gilt auch für das Zungenreden. Aber die Korinther haben ja immer noch gedacht, dass das Zungengebet das Nonplusultra im Glauben ist. Und da sagt der Paulus, Moment, eben er sei dankbar, dass er das kann. Aber wenn die Gemeinde versammelt ist, will ich lieber 5 verständliche Worte sagen, damit auch andere einen Gewinn davon haben und im Glauben unterrichtet werden, als 10.000 Wörter in einer Sprache, die keiner versteht. Oder eben, wenn man Zunge betet im Gottesdienst öffentlich, dass das dann auch jemand auslegen. Wir sollen an die anderen denken. Wir sollen in dieser Liebe zueinander leben. Und darum, egal was für eine Geistesgabe dir der Herr geschenkt hat. Es wäre auch da spannend auszutauschen, was jeder von euch als Gabe bekommen hat. Egal um was für eine Gabe es sich handelt, Gott hat sie geschenkt. Das machen wir nicht selber. Und darum bleibt das Fazit, wir brauchen einander, weil niemand hat alle Gaben. Das ist auch etwas, eine Gemeinde lebt davon, dass es verschiedene Gaben gibt, die zusammenkommen. Und das heisst, es hätte genug. Gott gibt genug. Und darum sollen wir wirklich dankbar sein. Und Gott im Himmel, ihm gehört die Ehre. Für das, nicht uns selber und der Dank. Wenn sich jemand durch Geistesgaben selber gross machen will, dann ist er ganz sicher auf dem verkehrten Weg. Das sagt der Paulus aus meiner Sicht da. Aber nochmal zurückzukommen zum Anfang. Wir sollen uns wirklich nach diesen Geistesgaben ausstrecken, unser Herz, unser Geist weit machen für Gottes Geist. Gott wirkt auf unterschiedliche Ebenen, mit unterschiedlichen Ergebnissen, aber wir sollen einander in der Gemeinde ermutigen. Du kannst noch die letzte Folie. Danke. Wirklich die Erinnerung. Streckt euch aus. Nehmt eures Herz, auch gerade heute Morgen, nochmal in eure Hände. Im Gebet. Nachher ist noch ein kurzer Moment, wo einfach jedes für sich in der Stille vor Gott kann sein Herz anschauen kann. Schauen, was da drin ist. Und dann einmal ganz bewusst möchte ich euch einladen, euch nach dem Geistlichen auszustrecken und euer Herz ganz fest zu Gottes Herz herlegen. Gott wirkt, was er wette, so wie es Sandra erlebt hat. Er wirkt dann, wenn wir es manchmal gar nicht erwarten. Aber erbitten und ausstrecken, das sollen wir. Das ist unsere Aufgabe. Und er wirkt auf unterschiedliche Ebenen, aber wir sollen einander ermutigen. Ich will uns auch als Gemeinde ermutigen. Hey, ermutigen einander, auch unter der Woche. Sind miteinander unterwegs. Wir brauchen es so fest. Und für alles, was gut ist, gehört Gott die Ehre und der Dank. Amen.